Wollt ihr nun doch Soldat für das Kaiserreich sein? Okay, und weiter geht's. So viel schon mal vorweg, wir werden natürlich der kaiserlichen Armee beitreten. Der Grund dafür ist im Video irgendwo in der Infokarte, glaube ich, hier oben verlinkt. Was ich aber schon mal verraten kann, ist, dass es nicht ganz so einfach sein wird, einfach so der Armee beizutreten, weil dafür müssen wir einer gewissen Rike schon mal eine Aufgabe erfüllen, die sie uns gestellt hat. Und das natürlich zu ihrer ersten Zufriedenheit. Und ich würde vorschlagen, wir schaffen gar nicht mehr lange drum herum, sondern fangen gerade an mit dieser Aufgabe. Let's fetz! Wartet, ich kenne euch doch. Du kennst uns nicht. Also, wir haben ja beim Quest eine unendliche Geschichte gesagt, dass wir das mal werden den Kaiserlichen helfen, wenn wir letztes Mal... Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Genau, am Ulfric Er wäre geholfen verrückt, haben. das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Ach, dieses Warten, dieses unerträgliche Warten. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen hinter ihm. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Nennt es, wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruf. Balgruf verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfrics Anspruch anzuerkennen. Wenn er den Schutz des Kaiserreichs nicht will, in Ordnung. Soll Ulfric seine Stadt plündern. General? Ihr und eure verdammten Jarl. Ja? Man kann einen Nord nicht zwingen, Hilfe anzunehmen, um die er nicht gebeten hat. Falls Ulfric es bei Weißlauf versucht, müssen wir dort sein, um ihn aufzuhalten. Setzt einen weiteren Brief mit den üblichen Plattitüden auf. Aber bringt diesmal ein paar eurer Informationen zu Ulfrics Plänen darin unter. Schmückt das Ganze etwas aus, wenn ihr müsst. Wir lassen es so aussehen, als wäre es seine Idee. Jawohl, Sir. Ihr Nord und euer verdammtes Ehrgefühl. Sir, So, wir helfen dem Jarl Balgruf und somit der Kaiserlichen. Weil der Balgruf hat uns auch schon geholfen. Und zwar in habt dem ihr eine Quest... Meldung für mich? Warte noch schnell. Rike. Und zwar in dem Quest, wo man einen Drachen gefangen nehmen, den Drachenfesten. So, Rike. Der General und ich sind nicht immer einer Meinung, aber er ist die größte Hoffnung für das Kaiserreich und für Himmelsrand. Ihr habt Helgen überlebt? General Tullius hat mir erzählt, was passiert ist. Nicht viele haben es da lebend rausgeschafft. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht, und das ist bei mir nicht häufig der Fall. Eine Kriegerin vertraut immer ihrem Bauchgefühl. Für euch habe ich eine kleine Prüfung anstelle der üblichen Vorgehensweise vorbereitet. Wenn ihr sie besteht, unterhalten wir uns über eure Zukunft bei der Armee. Was ist das für eine Prüfung? Eine Prüfung, die eure Fähigkeiten unter Stress testet. Ich schicke euch nach Festung Ragstad, damit ihr sie säubert. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, habe ich keine weitere Verwendung für eure Leiche. Weißt du, bei dieser Festung Ragstad? Viele der Festungen in den Weiten von Himmelsrand wurden von den Alten erbaut. Leider sind die meisten mittlerweile zerfallen. Und fast alle wurden von Banditen und anderen Vagabunden übernommen. Festung Ragstad ist eine der wenigen, die noch so gut wie unbeschädigt ist. Wir werden hier eine Garnison errichten, aber zuerst werdet ihr die Banditen beseitigen, die sich hier breit gemacht haben. Gar nicht allein. Ja, das ist eine Prüfung. Ich bin der Meinung, dass die gewöhnliche Miliz nichts für euch ist. Ich will herausfinden, was in euch steckt. Die Festung gehört schon so gut wie das euch. wollte ich hören. Und jetzt an die Arbeit, Soldat. Gut, let's fetz, oder? Wartet, ich kenne euch doch. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Krank. Etwas für mich.
habe ich doch das Wort der Macht gehört, ne? Ich frage, wie wir da raufkommen. Also? Ist da jemand? Nö. Alle Dude. Na da, schau an. Wir haben hier wohl einen Helden. Macht euch bereit zu sterben. Ich will das hier schnell beenden. Ist das schon alles? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Eine Sache nehmen kann. Damit habt ihr Sieht schön aus. nicht gerechnet. Ja. Genug! Und das steht ja. Jetzt bringen wir es zu Ende. Jetzt reicht es. Genug! Ich ergebe mich! Was? Ihr lauft los, ich steche euch in den Rücken. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Du bist tot. Ihr hättet in euren kostbaren Elfenwäldern bleiben sollen.
Das ist ein Zeichenvogel da oben. Ich gebe euch Deckung. Ihr geht vor, ich folge. Wo ist er? Kuckuck. Himmelsrand gehört den Nord! Du schreist ein bisschen laut umeinander, gefällt. So findet man den Fall ein bisschen besser. Kollege. Wie willst du sterben? Mit dem Schwert oder mit Flammen oder mit Bogen? Ist das alles, was ihr könnt? Lange doch. Gibt es noch mehr von diesen Viechern? Menschen, Banditen. Ist da jemand? Nö. Ja, wohl. Das ist eines Klos. Was war das? Komm, komm. Was? Was? Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch da. Ich zitiere nochmal eine Zuschauerin. Warum geht die Tür gegen außen aus? Auf. Absolut in der Meinung. Das ist einfach nur Müll. Oh. Oh. Die Türen sollten gegen innen aufgehen. Der einzige logische Weg, wie eine Tür aufgehen gegen innen. Auf beide Seiten gegen innen. Ridiculous! This class is ridiculous. Very good. Well, so much for the easy part. Hä? Gut, da durch geht's. Irgendwie schon dafür. Was? Oh. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlauf ausgesucht. Zum Wahr ausgesucht.
Oh, ein Schlag und kaputt. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Oder du stirbst, gibst mir den Schlüssel für die Truhe und lässt es in Ruhe. Wir sind verloren! Guter Wert. Gehen wir der Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Wie kann ich euch dienen, Tane? Du kommst etwas von uns über, wenn du immer so eine gute Arbeit leistest. Deutsch. Deutsch nicht meine Stärke. Da. Gut. Ihr geht vor, ich folge. Gib mir den Schlüssel, den ich brauche. Für die Truhe. Anführer. Du hast nicht mal einen Schlüssel. Bist du für einen Anführer? Gut, gehen wir berichten. Wird es heiß hier oder liegt das nur an mir? Bist du Wallige? Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Das werden wir ganz bestimmt nicht machen. Also die Kleidung überdenken, meine ich. Ich habe den Knochen gefunden. Ich habe ihn euch gebracht. Und doch werde ich zurückgewiesen. Wartet! Erklärt mir nochmal, warum Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Wenn Ulfric diese Krone in die Hände bekommt, ist sie kein Märchen mehr. Dann wird sie zum Haltet die Problem. Augen offen. Es ist nur eine Ihr Frage nockt der denn nichts Zeit, von bis euren es eigenen weiteren Ärger Traditionen? gibt. Nochmal? Es ist nur eine Ihr Frage nockt der denn Zeit, nichts von bis euren es eigenen weiteren Ärger Traditionen? gibt. Von den Videos wird das vergessen, dann nur, weil er müsste aber rausgehen, denkst ich war meistens wichtig, Ich dachte, die Volksversammlung wählt den König. Wir unterstützen Elisif. Wenn sich die Volksversammlung trifft, wird sie das Richtige tun. Es haben nicht alle auf der Volksversammlung zugestimmt. Ihr seid jetzt schon lange genug hier, um zu wissen, dass Nord nicht immer vernünftig sind. Wir folgen unserem Herzen. Na und? Ulfric bekommt diese Krone und dann ist er auf einmal Großkönig? Nein, so einfach ist es nicht, aber die Krone wäre ein mächtiges Symbol, mit dem er eine Menge Unterstützer um sich scharen könnte. Wenn wir sie jedoch vor ihm finden, Und wir haben es Elisif überlassen? in Abwesenheit der Volksversammlung würde es ihren Anspruch zusätzlich legitimieren. Vielleicht. Ich vertraue euch so viele Ressourcen an, wie ich entbehren kann. Aber ich warne euch, wenn sich das als Verschwendung von Zeit und Leuten entpuppt. Es wäre nicht vergebens.
Nehmt auf jeden Fall die Hilfssoldatin hier mit. Ihr könnt sie zurückschicken, wenn ihr dort seid und nichts weiter vorfindet als alte Knochen und Spinnweben. Steinfaust ist kein Tor. Er hat die Krone gefunden. Aber wir werden sie zuerst erreichen. Wir Schön, werden euch Ulfric wieder in schon einem bald Stück aus zu dem sehen, Fenster Soldat. tragen. Ich Und schicke dann sofort habe ich Männer seinen zur Kopf Festung. auf demselben Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Aber bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit, dass ihr der Armee offiziell beitretet. Redet mit General Tullius. Er wird die Vereidigung vornehmen. Mit eurem Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Kaisers und somit eines jeden Habt ihr eine Bürgers im Meldung für mich? Kaiserreich stellt. Ricke, du bist ein bisschen im Weg. Der Weitermachen. General und ich sind nicht immer einer Meinung, aber er ist die größte Hoffnung für das Kaiserreich und für Himmelsrand. Indem er Pale kontrolliert, hat Ulfric die Kontrolle über eine Hafenstadt und entlastet damit auch Windhelm. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es zurückerobert haben werden. Wir werden. Nun, die Steinfaust Armee ist immer kein noch Tor. hier, falls ihr eure Er hat Meinung die Krone ändert. gefunden. Ricke glaubt Aber an wir euch. werden sie zuerst Und erreichen. langsam fange ich an zu verstehen, warum. Tuli, Ihr habt eure Meinung geändert? jawohl. Wollt ihr nun doch Soldat für das Kaiserreich sein? Genau. Ich bin bereit, den Schwur abzulegen. Nun gut, sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede II. Meine ewige Treue. Bei meiner Ehre schwöre ich am Kaiser Titus Mede II. Meine ewige Treue. Und unerschütterlichen Gehorsam den Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Und unerschütterliche Gehorsam der Offizier von dem großartigen Kaiserreich. Wer über mir steht, möge mich richten, wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Wer über mir steht, soll mich richten, wer unter mir steht, soll mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Lang lebe der Kaiser. Lang lebe das Kaiserreich. Lang lebe der Kaiser, lang lebe das Kaiserreich. Willkommen bei der kaiserlichen Armee, Soldat. Vergesst nicht, wir kümmern uns um uns selbst. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Redet mit Beirand. Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Nun, wenn ich mich nicht irre, hat Legat Ricke einen Sonderauftrag für euch. Ja, gut. Gut. Gehen wir nochmal zu der Ricke. So jung. Danke, danke. Gut. Willkommen Ricke. bei der Armee. Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Danke, danke. Hört zu. Galmar Hilfssoldat. Steinfaust, Ulfrics rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Mhm. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Korban Jund. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. So, Dali, sind wir also offizielle Hilfssoldat bei der kaiserlichen Armee und stehen so mit dem Kamerad da zu Diensten. Nächstes Mal werden wir am Uli Zackenkrone wegschnappen und ich freue mich schon riesig drauf. Der Tuli übrigens auch. Gell, Tuli? Er überlegt sich so. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und stehen so mit dem Kamerad da zur Seite, wo jetzt gerade davonläuft, weil es ihm einfach zu blöd wird. Sind wir also offiziell Hilfssoldat bei der kaiserlichen Armee. Und sonst da mit